Merci, Herr Präsident. Ja, merci für die Debatte heute Morgen. Ich erinnere mich, dass wir für 3 bis 4 Meter intensiv schon über die Energiefroh und die Energiekrise, die in dem Moment angefangen hat, Kommers diskutiert haben. An dem Moment wird aus allen Ecken gerufen, wir brauchen ein Tripartit. Also haben wir ein Tripartit gehabt, an die Tripartit also auch sehr zu einem Akkord kommen, und ich meine, das sollten wir auch alle, und haben wir auch den Morgen begrüßt. Ich wollte an meiner Intervention auf 3 Punkte angehen. Einkehr für Wert. Wir meinen, dass eine temporäre Preishilfe an der Energie an dieser Krise die richtige Antwort ist, auch wenn sie vielleicht nicht total zibliert ist. Für Wert mehr als Klimaziele nicht als einen verlieren dürften. Am dritten auch die Spezialhilfe für die Landwirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die temporäre Reduktion im Preis von Masut, Gas, Diesel und Benzin als Bestandteil von dem Tripartit-Akkord. Sie soll helfen, die Inflation zu bremsen, an Staat und Betriebe zu entlasten. Und ich habe den Klimmerherren und noch mal am Tanzer, die gefragt haben, ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Aber die Inflation bremsen ist ja wichtig, wenn sie als Indexmechanismus den wir haben. Und genau den könnt ihr den Betrieben zu gut. Und dafür dürfen wir nicht nur hier an dem Akkord gucken, was für die Leute gemacht ist, mit das ein Zusammenspiel für die Leute und für die Betriebe. Energie ist ein Haupttreiber von der Inflation. Wenn alte Energiepreise explodieren, schlägt das sich auf alle Bereiche von unserer Wirtschaft näher. Dafür kann ein gezielten und zeitlich begrenzten Beihilfe auf der Energie an einer Krise eine sinnvolle Maßnahme sein. Ja, eine Entlastung bei fossilen Energiepreisen kann auf den ersten Blick paradox wirken. Damit sind ich auch d'accord. Gerade an Zeiten, wo wir von Energietransition und Klimakrise sprechen. Das ist aber ein Unterschied, ob die Energie durch eine bewusste Klimapolitik, zum Beispiel eine CO2-Bepreisung mit teuer geht, oder ob Preise kurzfristig durch einen Krieg und eine geopolitische Krise explodieren. Eine CO2-Bepreisung ist prävisibel, Betriebe und Städte können ihr Investimente darauf ausrichten. Eine Energiekrise ist das nicht. Keiner weiß, wie lange sie dauert, und wie sich die Preise entwickeln oder wie die Situation sich normalisiert. Genau diese Unsicherheit von Energiekosten, aber auch von gekoppelten Lohnkosten, macht es schwer für Investitionsdecisionen zu holen. Das Krise weist aber auch an, dass paar Mal gesagt wird, wie wichtig es ist, als Abhängigkeit von fossilen Importen zu reduzieren. All Solaranlagen, all Wärmepumpen und all Gebäude, das man Energie verbraucht, möchte uns nicht nur mehr klimafreundlich, aber auch mehr resilient gegenüber von internationalen Krisen. Dafür dürfen wir nicht vergessen, dass hohe Energiepreise auch ein wichtiges Signal sind. Sie weisen auf eine Knappheit und Marche hin, und schaffen den Anreiz, Energie zu sparen, mehr Effizienztechnologien anzusetzen, wie zum Beispiel den Elektroauto. Das Lenkungswirkung dürfte durch staatliche Beihilfe nicht komplett ausgeschaut gehen. Dafür wäre es richtig, dass die Regierung und Sozialpartner sich auf eine temporäre und noch partielle Kompensation verständigt haben und nicht komplett überholen von Preiserhöhungen. Es gibt aber eine zweite Realität hier am Land. Und sie hat auch schon einmal gesagt. Viele Familien sind weiterhin auf den Masut und den Gas angewiesen. In der Kommission ist von 31% geschwärzt gehen. Ein Menage auf 3, der nach Masut sitzt. Und ich höre das auch an den Dörfern, wo ich schon drin gehe. Wo die Leute einem sagen, ja, ich habe eine Masutsheizung, was soll ich da machen? Mein Haus ist alt. Dort müssen wir Lösungen finden und kurzfristig stehende Leute hören. Nicht alle Menschen kann auch auf den öffentlichen Transport ausweichen oder sich direkt ein Elektroauto leisten. Viele Salarien sind heute noch auf den Auto angewiesen, für auf die Arbeit zu kommen. Und diese Situation betrifft auch vor allem Leute am ländlichen Raum. Und hier ist jetzt über das soziale Zielblech. 2023 hat der Pack oder die 2 Pack 2 Milliarden gekostet. Den Moment ist auch verteilt gehen über den Preis. Es sind auch zum Beispiel Velo subventioniert. Jeder hat ein Velo subventioniert. Wo war dann da das soziale Zielblech? Und ich meine, dass Sozialpolitik dafür muss sorgen, dass sozial ziblierte Mesure gemacht werden. Und hier ist eine andere Menge Erhöhung vom Mindestlohn dezidiert gehen, für genau die Leute zu helfen, die es brauchen. Und die Regierung hat auch eine Energieprämie verdreifacht, für auch dort zu helfen, wo es nicht braucht. Die Rolle vom Staat ist es nicht, den Marché dauerhaft zu ersetzen, aber das ist seine Verantwortung, an spezielle Situationen Städte und Betriebe gezielt zu unterstützen. Und zu verhindern, dass der geopolitische Schock zu sozialen Schwierigkeiten oder zu einem Verlust an Kompetitivität führt. Und genau das Gleichgewicht hat Tripartit gefunden.
Wir helfen den Leuten und Betrieben durch eine Krise, ohne dabei die Orientierung für die Zukunft vom Land abzugeben. Es sind überzeugt, eine Politik, die nicht auf kurzfristige Entlastung setzt, greift zu kurz. Eine Politik, die nicht auf langfristig Ziele guckt und dabei die Realität der Leute aus den Armen verliert, greift genauso kurz. Als Aufgabe ist es, beides zusammenzufeiern. Die Entlastung darf nicht dazu führen, dass nötige Investitionen noch mehr verreckelt gehen. Dafür ist es richtig, dass der Klimabonus und auch die Unterstützung für erneuerbare Energie parallel ausgebaut geht. Nächste Woche stimmen wir ja den Teil vom Resilienzpakt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit verliert die CSV-Klimakrise nicht aus den Augen. Klimapolitik, also Haut, Industriepolitik, Innovationspolitik, Sicherheitspolitik, wie Männer Energie importiert, als Männer aufhängig von geopolitischen Spannungen, erstärkt gleichzeitig die Kompetitivität von unserer Wirtschaft. Es wurde an der Kommission vorgestellt, wie sich diesen Akkord auf CO2-Emissionen auswirkt. Gehen Sie rauf, gehen Sie rauf, bleiben wir auf unserer Reduktionstrajektoire. Die Antwort ist, das kann halt keiner Sicherheit sagen. Und das hat einen guten Grund. Die Emissionen hängen von einer ganzen Reihe Faktoren ab. Von unserer Klimapolitik, vom Ausbau von erneuerbaren Energien, mehr aber auch von der wirtschaftlichen Entwicklung, von den internationalen Energiepreisen und noch geopolitische Krisen. Wir haben das an der Covid-Krise gesehen, wir haben das an der letzten Energiekrise gesehen, die Emissionen sind zurückgegangen. Aber nicht, weil als Wirtschaft der BMO minor als China ist, sondern weil viel mehr produziert und konsumiert wird. Als Aufgabe also die Emissionen durch Innovation, Energieeffizienz und den Ausbau von neuen Technologien dauerhaft zu senken. Ob das Preisbrems auch noch die weiteren Mesuren von der Tripartite das Jahr einen Einfluss auf die Emissionen haben, als schwer vorauszusagen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass hohe Energiepreise europaweit nachfragen und damit durch die Emissionen bremsen. Zuletzt ist das Bild noch mehr komplex, wenn es den bekannten Tanktourismus. Aber die eigentlich froh ist, was geschieht langfristig. Und da ist die Antwort klar. Die Regierung hält in der Klima- und Energiepolitik fest. Sie investiert weiter an den Ausbau von erneuerbaren Energien, an die Energieeffizienz und die Elektrifizierung. Das sehen wir auch am Budget. Allein letztes Jahr sind 500 Millionen am Bereich Klima und Energie geflossen. 10% mehr wie geplant. 100 Millionen für die Elektromobilität, 150 Millionen für den Kompensierungsmechanismus. Und auch das Jahr bleiben die Ausgaben hoch. Und ich will die 500 Millionen in Relation setzen mit den 70 Millionen von der Preisbremse bei den fossilen Energien. Ich meine, damit weisen wir, dass wir viel Priorität auf den erneuerbaren Energien und auf der Klimatransition haben. Es sind die langfristigen Investitionen und sind auch die langfristigen Konzepte, der macht Baum durchgeschwert, Wärmenetze, Speicherstrukturen, wo man als Gedanken muss machen, wo man an der Kommission darüber geschwärzt hat, wo gesagt, wie schwer das also oder wie komplex die ganze Situation ist, die werden helfen, dass wir das Klimaziel erreichen und nicht die temporäre Krise müssen. Die dazu denkt, steht an Betrieber durch die aktuelle Situation zu begleiten. Herr Präsident, zum Schluss noch ein Wort zur Landwirtschaft. Als Bauer habe ich besonders begrüßt, dass die Landwirtschaft mit dem Verhandlungstisch von der Tripartite sitzt. Auch dieser Sektor ist von der Energiekrise betroffen. Direkt über hohe Energiekosten und aber auch indirekt über Preise für Dünger und andere Produktionsmittel. Natürlich ist die Landwirtschaft nicht der einzige Sektor, der in dieser Krise leidet. Auch der Transportsektor, die Industrie sich stark betroffen. Wir stimmen ja heute auch über die Entlastung vom Transportsektor auf. Mit Landwirtschaft hat eine ganz besondere Rolle. Sie garantiert als Lebensmittelversorgung und Lebensmittel sind auch von Inflation betroffen. Und dafür ist es richtig, dass auch sie am Akkord berücksichtigt werden. Natürlich ist auch die Landwirtschaft an einer Transition. Viele Betriebe investieren in die Produktion von erneuerbaren Energien, zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf ihre Gebäude. Sie schaffen eine mehr effiziente Energienutzung und auch eine bessere Valorisation vom organischen Dünger. Wir müssen aber realistisch bleiben. Die Elektrifikation von der Landwirtschaft steht am Anfang. Wenn in der Weekend eine Tour über die vorige Kohl gemacht wird, hat gesehen, dass all die Maschinen noch weiterhin mit einem Verbrennermotor equipiert sind. Prioritäten bei der Elektrifizierung liegen verständlicherweise auf der Mobilität und dem Straßentransport. Hohe Dieselpreise führen nicht dazu, dass der Bauer seinen Traktor durch einen elektrischen ersetzt. Sie führen erst dazu mehr hohe Produktionskosten und damit zu einem weiteren wirtschaftlichen Druck für das Betrieb. Das bedeutet, dass Bauern die hohen Dieselpreise heute integral drohen müssen. Genau dafür begrüßt CSV, dass ein Tripartite-Akkord auch eine temporäre Entlastung vom Agrardiesel vorgesehen hat. Das ist keine Aufschwächung für Klimapolitik. Das ist eine Maßnahme, die dem Sektor Zeit gibt, seine Transition weiterzuführen, ohne dass sie eine
eng Krise eng wirtschaftlich Existenz afrostellt. Wir wollen, dat als Bauer noch nach Moer investieren können an eng Meno als Landwirtschaft an noch an Neutechnologien an eng sicher Lebensmittelproduktion. Für dat zerrechen bre auch sie Planbarkeit an eng fair Unterstützung a gene dat wie seit diesen Akkor fir. Für aufzuschließen will ich noch einmal betonen, eng stark Klimapolitik an eng stark Wirtschaft sind net Gegensätz. Am Gegenteil. Die Länder, die haut an Energieeffizienz, erneuerbare Energien an Innovationen investieren, werden nur mehr unabhängig, mehr kompetitiv und mehr resilient sein. Genau dafür aus diesem Akkord nicht nur eine Antwort auf eine aktuelle Krise, sondern auch ein Schritt in die Richtung von einer nordischen Zukunft. Ich will profitieren für alle Sozialpartner und auch der Regierung Merci zu sagen für den Akkord, den sie fronttun. Sie alle mehr helfen haut, dass Leute und Betriebe durch die Krise kommen, am investieren gleichzeitig, für dass man Männer unabhängig sind von fossilen Energien. Das ist doch nicht mehr.